Okay, nicht ernst. Schöne gute Morgen. Für dieses schöne Ford Mustang Hardtop Coupé aus dem Baujahr 1965. Das ist einer von den ersten gewesen damals. 1983 zusätzliches Fahrzeug der Golf-Baureihe mit Rucksack. Wir haben immer so schön gesagt, der Rucksack Golf. Dann kommt ein Golf GTI, ein 1er Golf GTI. Müsste aus dem Baujahr nach 1977 sein, vermute ich mal. Ein 82er ist einer der letzten, die gebaut worden sind. Das müsste ein 1,8 Liter sein mit normalerweise 112 PS. 86, wenn der Originalmotor verbaut ist, müsste es ein 2 Liter sein mit 105 PS. Herzlich willkommen. Dahinter ein Opel Kadett C Coupé. Da steht Irmschaft drauf und GTI. Ich vermute, die Motorisierung ist etwas erstarkt. 2,4 Liter Motor, ein 1,9er, aber mit Leber wahrscheinlich. Mit Leber. Ja, das hört man auch. Herzlich willkommen. Dann kommt ein Audi Coupé, ein 5e mit dem 2,3 Liter Motor, 136 PS. Das Audi Coupé liefert die Steilvorlage seinerzeit für den Audi Quattro. Hat eine etwas schmalere Karosserie, der Quattro hat ja die breiteren Karosserie und der hier hat auch ein Allradantrieb, vermutlich was, sondern Frontantrieb. Das sind Zubehörfelgen, passen aber sehr schön zu dem Auto. Dahinter geht es weiter mit einem BMW E30 Cabriolet. Ein frühes Modell, noch ein Pro-Modell aus dem Baujahr 86er mit welcher Motorisierung? 2,5 Liter, 171 PS. Der Ur-Mustang, schöne Cabriolets mit dem 4,8 Liter, 18 Liter Motor aus dem Baujahr 1966er Baujahr. Und der dran, das dürfte auch ein 65er sein, das ist ein ganz früher, einer der ersten. Und beide in Rot, sehr schön, tolle Farbkombination, ein dunkles Rot und mit schönen rot-weißen Ledersitzen. Dahinter kommt nochmal einer mit 4,8 Liter Hubraum und das ist auch ein sehr frühes Modell aus der Mitte der 60er Jahre. Aus dem Alpenkreis Bitburg, der Sheriff persönlich, Mörjen mit einem Chevrolet. Welches Baujahr? 1990. Kaum zu glauben, dass dieses Auto schon 36 Jahre alt ist. Wahnsinn! Er ist jung geblieben auf jeden Fall. So wie die beiden Insassen, die da drin sitzen. Herzlich willkommen hier in Steinfurt. Inzwischen ist er auch Oldtimer. Ein Volkswagen Corrado, ein G60 mit dem 1,8 Liter. Ein ganz, ganz tolles Auto. Das ist eigentlich in der Basis ist es ein Citroën 2CV, der da drunter werkelt. Aber der Burton ist ein Umbau, das konnte man sogar selbst umbauen. Man konnte den Bausatz bestellen, wenn man dann das Fahrgestell hatte von einem 2CV. Der sieht wirklich, ich habe zuerst, das wäre morgen, als ich ihn in der Ferne sah, dann habe ich mir gedacht, morgen ist er ein bisschen zu schmal. Ich habe letztes Jahr hier das erste Mal überhaupt einen Burton gesehen in meinem Leben, einen sogar mit Flügeltüren hier aus Luxemburg. Spektakulär, und was ich so noch spektakulärer fand, ist das Armaturenbrett, das diese Burtons haben, weil das sieht natürlich nach Hochgeschwindigkeit aus. Aber wie wir wissen, da unten werkeln nur 600 Kubikzentimeter, da kämpfen 2 Zylinder ums Überleben. Und das reicht aber auch mit dem Auto, um 100, 110 zu fahren, vermute ich mal. Sehr schön. Es geht weiter mit einem Renault Alpine A110, der in den 60er Jahren auf den Markt kam. Heckmotor, 4-Zylinder Heckmotor, ich vermute es ist ein 1,6 Liter Motor verbaut. Ein 1,3er mit wie viel PS? 108 PS. 1,3 Liter Hubraum, 108 PS, sagt mir jetzt, ja, das ist ja gar nichts. Aber die hat ja nur 600, 700 Kilo zu schleppen, wenn überhaupt. Und die ist sehr windschlüffig. Das heißt also, erstens mal konnte man sehr schnell fahren, wenn es geradeaus ging, aber wenn es dann noch kurvenreich wurde, dann wurde es noch spektakulärer und das macht Spaß. Die Straße. Wollt ihr alle mal kurz Gas geben?
Als zuerst eine Horde Wespen angebrochen. Das folgt jetzt auch nach. Wir haben bestimmte Wochen, Ich wollte jetzt auf die Kunden aufkreisen. Das bei der Villa, die Ordnung sind. diese Plätze. Ich stehe heute zu Stengefort auf der Gemengeplatz. Hier ist ein riesiges Polizeiaufgebot. Als er ein Gangsterstadt, den du den Aserbolschank für den gezogen hat. Nee, wir sind hier als Special Guest das Jahr beim Vintage Cars and Bikes angeladen. Aber wie gesagt, wir haben alles von Charrois, das beim Police Museum aktuell fährt, das haben wir alles mitgebracht. Insgesamt 14 Gefährer, davon 6 Motorräder und davon von 5 Frischmotorräder und 1 CMR. Das ist der Police Museum, den hier repräsentiert, das ist nicht Police und sich. Wo finden die Police Museum? Das ist nicht genug bekannt, das halt zu Lützeburg. Bon, den Police Museum gibt es seit 2010. Wir waren bis 4 Jahre verloren gekauft. Wir sind dann noch auf Kapellen geplündert, neben der Kirche. Wie gesagt, den Police Museum, den ist schon auf Rendezvous, als den noch. Da muss ich just eine Mail machen an Sekretariat @policemuse.lu und da könnt ihr eine Antwort, soll den Datum noch gehen und dann melden wir uns, wenn ihr die Visitkarte stattfindet, die auch gratis sind. Police Museum baut ja quasi ausschließlich auf der Benevolat auf, also aber ein bisschen hilft von ihrer Administration und vom Interieursminister. Ja, wir kriegen von der Police selber, von mir jetzt an der letzten Jahr, die mir budgetär unterstützt und noch eine Konvention mit dem Kulturminister. Wir sehen hier ein paar Autozähler, also den einen an der anderen, für dich bleiben wir bei den Kabinette, wie wir früher gesagt haben, da gehen wir bei den Motorrädern. Weil wie gesagt, Kamionetten haben wir hier von der Gendarmerie, wo wir ehemalig Dienstwehen. Das sind alles Gefährer, die bei der Gendarmerie gelaufen sind. Und die sind hier noch, sind die von der Police, sind die aus der Dienst gestaltet gehen. Die sind aber nach wie vor angemeldet, gehören auch immer der Police. Aber wie gesagt, in dem Police Museum zur Verfügung gestellt, dass wir der Öffentlichkeit zu können präsentieren. Ja, das ist den einen T3, den nur sagen, hey, Stern, wenn du dann dummer de Gesicht für das für Gangster zu fahren. Nee, die wohnen, die Kamionette, wie gesagt, T3, das ist ein Allrad, und die war der Police Judiciaire, die auf Deutsch die so der Kripo, dem Erkennungsdienst, zugedeelt. Aber mit der heißen Antenne, die kann auf 15 Meter absetzen, da ist eben eine Kamera, respektive Fotoapparat, was du montiert. Und dann konnte sie bei einem großen Accident oder bei einem Tatort, konnte sie der Popper, da war den Haut digital 3D nennt, als früher, wie gesagt, so gemerkt, wenn man dran ist, den anderen als gefahren, und dann konnte sie durch den Tatort schön kartografieren. Für Motorräder stehen nicht immer wie eine Menge BMWs Motorräder da. Nee, wir haben den letzten Projekt, den wir hatten, das war ein Honda 504 von der aller Police, der ist von 1973 und der ist ein Spezialist, der die restauriert hat. Da wünsche ich noch viel Success und das regelmäßig nach der Gefährer dabei kommen. Das ist so eine Schmerz für ein Interview.
Ich den Hai beim Wolfgang a beim Dorli, die sind mat engem Fort hai op Stänge fortkommen. Fort as ja neicht außergewöhnliches, aber diese Fort, der hat es in sich. Kannst du uns ein paar Worte dazu sagen, bitte? Ja, also diese Ford, den habe ich noch ungesehen in Kanada gekauft. Habe nur 2 kleine Polaroid-Bilder gesehen, wo man sieht, das ist eine Kutsche mit Motor, den schicken lassen. Und wo der dann angekommen ist, habe ich erst einmal geschaut, für den Preis, da muss doch irgendwas fehlen. Also ich bin um das Auto rumgelaufen, der hat 2 Achsen gehabt, der Motor ist auch noch drin gewesen. Ach, denke ich, also fast ein 100-jähriges Auto in dem Zustand, aber laufen wollte nicht. Oh, ich habe 3 Tage gedreht, ich habe den Tank ausgebaut und geputzt und gedreht, ich habe an 3 Orten Muskelkater gehabt und am 3. Tag auf einmal macht bumm. Ach, sage ich, du lebst ja noch. Und dann habe ich dann angefangen, den zu restaurieren und habe 4,5 Jahre geschraubt und gemacht und naja, und so ist er dann halt zum Laufen gekommen und ist immer schöner und besser geworden. Und jetzt fahren wir halt dann auch auf der Straße, der ist ihm vom TÜV abgenommen, Gott sei Dank. Und so sind wir dann jetzt so ein bisschen unterwegs. Und jetzt habe ich gesagt, weil meine Frau ist schon über 80, ich bin 86. Ja, und so sind wir jetzt immer ein bisschen noch unterwegs, solange wir noch das machen können. Und irgendwann wird es fertig sein. Und wie sich dann das alles so weiterentwickelt, das steht jetzt in den Sternen. Und jetzt sind wir hier in Luxemburg. Es noch ein paar Details für das Fahrzeug. Das ist etwas speziell. Der hat zum Beispiel keine Ölwanne im Motor, sondern der hat eine Tropfschmierung, wie man das früher vor 130 Jahren bei Maschinen, Dampflokomotiven gemacht hat. Der hat auch keinen Zylinderkopf, das ist alles gegossen, da müssen die Kolben von unten reingestoßen werden. Ja, was hat er denn sonst? Na, er hat sonst nichts. Er hat nicht einmal eine Bremse vorne, der hat keine Scheibe, kein Blinker, kein Anlasser. Das macht man dann alles vor Hand, tut man das anlassen und wenn es halt regnet, naja, dann wird man halt ein bisschen nass. Und so... Ja. Wie viel Kubik und wie viel Pferdestärke hat man das überhaupt? Ja, er könnte noch mehr gebrauchen, aber er hat 2,4 Liter Kubik Inhalt und hat 15 Pferdestärke. Drückt eine kleine Flotte weiterer Billies. So, vielen Dank. Billy Chiefs Okay. an.
Ralf, mein Partei als Ziel als nach Rückblick motorieren könnt, da du der Geschichte wirklich ist die Hand. Wie war der Zustand bis Demos geht schlecht, ganz schlecht. Am einen Seite dann die Fillingen im Hand, die Wege zugesehen, die genau nur an der Hand gezusehen. Und dann gibt es ein Kehr verleiert, und dann noch ein Kehr, und dann könnt ihr nur noch ein Schiff. Könnt ihr nur noch ein Schiff drüber. Also ich meine, das sind alle Details, die beim Konkurs, die ganz exzellent sind. Das ist ein Ringer 20, das ist OLL5. Wenn du extra Noten hast, das ist schon ein Südentank. Das ist ein Flat Tank oder Entretyp auf Französisch. Das ist der erste Tank, der über den Kader geht, gerüstet. Also die Jungen, die alle aus Fotografen sind, die Jungen, die kennen, das fällt sich nicht eingeführt. Du hast immer noch ein Buschi oder ein, das gerüstet, die sind das für Stangarme, du hast kein Filterhandbuch am Stangarme, das ist natürlich gute Vibrationen. Die nicht bestimmt lassen, aber natürlich das Liebe an die jungen Kulturprozesse, die man ausschaut, oder nicht steht oder nicht steht, weil er das nur Schüler also das war im Jahr 26, da sind wir danach mit, das ist kein Gesprächchen, mehr der Kind von den Holzrädern, am Holzräder haben sie da gegossen. Aber Tradition, die aber nach immer ausgesehen, so sind wie ein Holzrad, sind die Teile gegossen mit Gesetz aus wie ein Holzrad. Was wir danach ein bisschen zu erzählen haben, von den Instrumenten, haben wir nicht ganz viel. Das Wichtigste ist natürlich den Uhrlichtdruck. Da ist schon ein Amperemeter dran, weil ein Luten hat, auch schon ein Anlasser. Und dann ein Aula, das ist natürlich der Schick von der Zeit. Und dann wird natürlich wichtig ist, für zu fahren, ist die Wassertemperatur. Da haben wir dann den Thermometer für Umkühler sitzen. Dann haben Sie da ganz genau the Freezing, das ist dann immer. Und da kommt Cold, und da geht 0 bis 400 Normal. Und dann habe ich halt gesehen, rot, Boiling. Boiling, ja, das ist natürlich nicht gut. Ja, das ist da kachend und dann müssen wir ein bisschen stehen bleiben oder ein bisschen aufkühlen lassen. Und dann sehen wir dann, wie es 4 Uhr geht. Den Auto mag 4 also Jaguar 3,5 Liter 6-Zylinder Reihenmotor mit 125 PS. Das ist ein originalen Showcar von Jaguar, der durch ganz Welt gereist ist, für überall in der Zeit, dass den 40er, 50er Jahren auf der Show in der Römer sich das Autos Bussen vom Weg aus präsentiert gehen ist, für den Auto dann selbstverständlich zu verkaufen. Das Auto ist an dem Original Farben, Wanden nach außen und alles neu gemacht an einer Restauration von 7 Jahren in Amerika gemacht, geht von einem Jaguar-Spezialist und dafür hat es so lange gedauert. Fertig kommt von der Sache, dass das Auto oder Haut zu Lützeburg gekommen ist und schmecken werden doch zu Lützeburg die nächsten 1 Jahre bleiben. So gesagt, auf jeden Fall. Allerwas aus. Sie wissen, wir schwätzen 1940, das war nicht lange im Zweiten Weltkrieg. Dieselbe Karosserie aus einer Swallow Zeitgas gebaut ging, Anfangs 30er Jahren bis 1937 und da sind wir die Produktion abgehalten, wegen der Kriegsjahren. Und sie haben dann wie das nach dem Zweiten Weltkrieg zu lancieren, der müsste funktionieren von den Marken, wo sie die Modelle gebaut. Und was halt beim E-Type grundsätzlich spektakulär ist, ist spätestens, wenn man die Motorhaube öffnet.
Denn die Motorhaube, wenn man sich das anguckt, wenn Sie um das Auto herumlaufen, dann sehen Sie, dass die Motorhaube bis runter fast zum der Bodengruppe geht. Das heißt, die gesamte Front klappt nach vorne und das wiederum führt dazu, dass die ganze Technik des Wagens freigelegt wird und das Fahrwerk, der Goi, geht jetzt zu den Weißen. Da hat er nämlich eine Zutrittsberechtigung und es gibt tatsächlich 2 Entriegelungshebel, um die Haube überhaupt öffnen zu können. Und hier sehen Sie dann, wie sagt man so schön, Technik transparent gemacht. Also hier kann man diesen wunderschönen 6-Zylinder-Motor sehen. Hier, das ist ein 4,2 Liter 6-Zylinder-Motor mit 2 oben liegenden Nockenwellen. Das sind natürlich erstens mal Sportwagen, aber sie sind aber auf Komfort ausgelegt. Und wenn ich so ein Auto fahre, und das ist ein Auto, was weit über 200 Stundenkilometer geht, bis 240 Stundenkilometer, dann muss ich mich auch darauf verlassen können, dass die Karosseriesteifigkeit so konstruiert ist, dass das Fahrzeug sich gut in der Spur halten lässt. Vorne gibt es auch einen, wie gesagt, 6-Zylinder-Motor mit 2 oben liegenden Nockenwellen, also ganz Jaguar-typisch, so wie beim E-Type. Das Fahrwerk ist hier jetzt ein bisschen anders aufgebaut, wenn ich mich recht entsinne, oder ist ähnlich wie beim Mark II, genau, richtig. Entscheidend ist, es ist ein 4,2 Liter Auto und der 420er ist im Prinzip der Vorläufer oder auch die Ideengeber zum XJ. So, herzlichen Glückwunsch für den 3. Platz. Ich muss aber nach dem Baujahr 1928, Entschuldigung, das war das 51er Matchless. So, da haben wir den 2. Platz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist der Best of Show. Tipptopp, wir haben uns ja, als wir das Motorrad vorgestellt haben, das ist ein Baujahr 1926, haben wir schon mal gesagt. 100 Jahre alter Teilnehmer hier am Concours d'Elegance. Das ist ja schon jetzt mal unabhängig vom Zustand schon was sehr Besonderes. Aber der Zustand kommt natürlich on top noch dabei, oder? Ja, also den Auto, den sind wir ja mehr am Lützeburger Ländchen fahren. Den ist immer dabei und ist immer gut im Schuss, muss man sagen. Also da Felicitationen für den 2. Preis. Herzlichen Glückwunsch für den 2. Platz bei diesen Fahrzeugen. Ja, stellt euch gleich dazu. Kommt auch dazu, dass man irgendwo ab. So, irgendwo hin. Hier der MG F2 von 1931. So, herzlichen Glückwunsch und einen Applaus für den 1. Platz in der Kategorie Vorkriegsfahrzeuge beim Concours d'Elegance, den MG F2. Herzlichen Glückwunsch. Nicht so lange an der Sonne stehen. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und wo ist der Applaus für den 3. Platz? Schönen Dank für die Teilnahme. Vor 4 Jahren, so waren die vor 4. Haben wir schön dann Ruf. Komm auf, Mann. Ja. Einen herzlichen Glückwunsch an den Zweitplatzierten, an den Jaguar und Applaus dafür. Ja, vielen Dank. Da steht Nadine, die stolze Besitzerin ist von diesem Jaguar. Zumindest mal jetzt, ab sofort. Wir haben das nicht abgesprochen, ich wusste das nicht vorher. Und wir sagen alle herzlichen Glückwunsch für diesen Preis, für diesen wunderbaren Mark IV, diesen tollen Zustand. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß und gute Fahrt.